Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, 1 Uhr in der Nacht und vor einer Stunde oder so kam doch noch eine kurze PK, kann man das ja nicht nennen, irgendwie ein Interview in der Mixed Zone auf dem Bayern-Kanal und da gehen wir jetzt noch rein, damit wir den Spieltag auch komplett schließen und ja, wie immer, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, ne? Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, ist kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit diesen Kanal. Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir rein in den Bums. Wie freuen sich, dass es auch in der Liga jetzt mal wieder einen sehr überzeugenden Sieg heute gab? Ja, freuen uns natürlich sehr. Sehr seriös gespielt, sehr gut gespielt. Verdient. Ja, nach 20 Minuten, ne? So fair müssen wir schon sein. Gewonnen. Union hat uns schon in ein sehr physisches Spiel gezwungen in den ersten 20, 30 Minuten. Sehr gut, dass er das auch so sieht. Wir mussten nur sehr aufmerksam verteidigen, viele Laufduelle gehabt. Ich glaube, es war aber gut heute für uns, so ein bisschen gar nicht erst in so eine Müdigkeit uns selber reinzuspielen, sondern es ging sofort rauf und runter mit ganz wenig Unterbrechungen und es hat uns gut getan. Und dadurch wurde es ein intensives Spiel und ein schnelles Spiel und das haben wir dann, das hat uns gut getan und wir haben es dann im richtigen Moment die Tore geschossen, haben die Mannschaft dann auch gelobt in der Halbzeit schon, weil wir fanden, dass es sehr gut war und haben es auch heute einfach mal durchgezogen. Über 90 Minuten war sehr gut verdient, dass sie. Ja, zweite Halbzeit war auch um einiges noch besser wie erste Halbzeit von unserer Seite, ne? Sieg und perfekte Woche. Ich habe so ein bisschen bei Thomas Müller entschuldigt für die Nicht-Einsätze. Ist er in der Form Kandidat für die? Entschuldigt. Also, das meine ich. Ne, wir haben es vorhin noch bei meinem Gaming-Stream, Manager-Stream noch gehabt. Ich sage ja, die dichten sich da was zurecht. Er hat sich für gar nichts entschuldigt. Er hat gesagt, das war eine sportliche Entscheidung. Er hat sich dann den Müller ein bisschen gepudert, aber sich doch nicht entschuldigt, Alter. Was, also. Die Realspiele? In der Form von heute? Nee, das weiß er auch, weil die Form heute war nicht gut. Die Tore waren absolut top, aber die Form war nicht gut. Die war Katastrophe. Ganz genau. Ganz genau. Danke, Thomas. Was war nicht gut? Seine Form. Ja. Aber er hat 2 Tore gemacht. Ja. Ja, sonst war es grottig, Alter. Nur Fehlpässe, keine Zweikämpfe gewonnen, nix. Hast du mit dem Tunnel quasi noch mit vorbereitet? Okay, wir können jetzt endlos diskutieren, wenn Sie anderer Meinung sind. Ich habe meine Meinung, die weiß er auch. Er hat das Spiel genauso. Ja, perfekt. So ist auch richtig, ne? Jeder hat seine Meinung und gut, ich bin da zu 100% bei Thomas. 100%. Gesehen, deshalb, wir haben ihn auch drauf gelassen. Wir wissen, was er kann, aber das hat auch mit Real Madrid nichts zu tun. Okay. Ich nochmal zu Leon Goretzka, der scheinbar wieder besser kommt. Wie haben Sie ihn heute gesehen? Ja, sehr gut, wie alle. Sehr gut gespielt und ein schönes Tor geschossen. Leon hat Form auch wieder gekriegt in den letzten Wochen. Es ist stark und haben gemeinsam eine perfekte Woche mit uns gehabt und hat uns geholfen zu gewinnen, hat es gut gemacht. Welche Erkenntnisse können man aus dem Spiel heute auch im Hinblick auf Real mitnehmen? Also Beispiel von Kontoabsicherung, kommt man da Erkenntnisse ziehen? Nee, das hat mit. Was willst du für... Ey, wir reden von Union Berlin, die offensiv so spitz waren wie ein Pfeil ohne Spitze, Alter. Und dann stellt sich da ein Reporter hin und fragt, ja, können Sie da irgendwelche Sachen für Real Madrid mitnehmen zur Konterabsicherung? Alter. Ja, man hat nichts zu tun. Das ist von der Grundordnung, von der Qualität, bei allem Respekt. Ja, das ist einfach, ganz genau, das wird komplett anders von der Drucksituation. Das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Die Kunst ist einfach, Real Madrid nicht komplett zu vergessen. Das kann ja niemand, aber die Hausaufgaben zu erledigen und das haben wir gemacht. Gesehen heute, Gott sei Dank, dass uns das Vertrauen gegeben hat, Sicherheit gegeben hat und die Mannschaft die beiden Spiele gegen Arsenal auch wirklich als Mannschaft gespielt hat. Das hat man heute gesehen, deshalb ist schön, dass wir nachgelegt haben, obwohl wir viele Wechsel hatten oder gerade vielleicht, weil wir viele Wechsel hatten, die haben es alle gut gemacht. Das hat jetzt für Real Madrid noch gar nichts zu tun. Wir haben jetzt für den Saisonspurt weiterhin geplant, so viel zu rotieren. Also heute haben wir Spieler direkt mit dem Choupo-Moting mal wieder gespielt. Ja klar, aber ich meine, fehlen ja auch Serge, Leroy, Jamal, Kingsley, fehlen ja alle Flügelspieler. Deshalb war es irgendwann auch zwangsläufig, dass wir einfach Alternativen brauchen. Die haben wir vorne auch. Choupo hat jetzt seit mehreren Wochen sehr, sehr gut trainiert. Ich kenne ihn ja lange, deshalb war ich mir sehr sicher, dass er gute Form hat. Das hat er heute bestätigt. Er war auch ein Kandidat gegen Arsenal schon reinzukommen. Hat es auch gut gemacht. Aber jetzt sind erst mal 2 Tage frei, dann bereiten wir uns auf
Frankfurt vor, zu Hause. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, wer spielt. Also überlege ich mal ab Mittwoch. Ich glaube, eine große Rotation, vielleicht auch ein Impuls, sage ich mal. 6 neue Spieler, viele davon, die auch mal zeigen wollen. Ja, vieles war auch gezwungen. Ich meine, vorne haben, glaube ich, alle Flügelspieler gefehlt und Jamal Musiala. Nus war klar nach 2 Spielen, nach der Vorgeschichte geht auf gar keinen Fall länger als 20 Minuten. Rafa Guerrero mit der Vorgeschichte und jetzt intensiven 90 Minuten gegen Arsenal war klar, dass wir vollkommen richtig auch, vollkommen richtige Entscheidung. Das auf gar keinen Fall jetzt in unserer Situation mehr irgendein Risiko nehmen. Mata de Ligt hatte auch in den letzten Spielen immer so ein bisschen Wadenprobleme, ist glaube ich rausgegangen gegen Köln. Also das war einfach auch 0% Risikostrategie heute und gleichzeitig vollkommen richtig. Ist natürlich immer eine Chance und auch macht auch Spaß, dann ein paar neue Gesichter auf dem Feld zu haben und haben es gut gemacht von Bremen. Okay, wir müssen los, danke. Okay. Ja. Wir müssen los, danke. Ja, kurz und schmerzlos, aber treffend analysiert von Thomas. Gibt's nichts zu deuteln. Ja? Ich gehe 100% mit dem, was er gesagt hat. Und von daher ist das für mich ja auch ein Quickie. Für euch auch, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.